Angedacht zwischen Rhein und Reben. Impulse aus dem Kirchenbezirk Germersheim. Das Sandelgeschirr liegt unberührt im Sandkasten. Das Mädchen in den Matschhosen ist völlig vertieft in etwas, was ich gar nicht so richtig erkennen kann. Betrachtet und bestaunt es wie eine Kostbarkeit. Beim Vorbeilaufen erkenne ich es. Ein kleiner Kieselstein, vorsichtig zwischen Daumen und Zeigefinger festhaltend, lässt ihn fallen, hebt ihn wieder auf, dreht ihn, lässt ihn fallen, hebt ihn wieder auf. Endlose Faszination, vollkommen eingenommen von dieser Entdeckung, vertieft in ihrer eigenen Welt. Alles, was ringsum geschieht, kriegt es nicht mit. Nicht das Rufen der Mutter, nicht das Toben der Kinder am Klettergerüst. Alles um das Kind herum scheint ausgeblendet. Bestaunt, dreht und wendet diesen Kieselstein, als wäre es der kostbarste Edelstein. Ich grinse, gehe weiter, überlege. Wäre mir dieser winzige Kieselstein überhaupt aufgefallen? Oder das Gänseblümchen auf dem Rasen, der Käfer, der über den Weg krabbelt? Kinder scheinen andere Augen zu haben als wir Erwachsene, scheinen einen Blick zu haben für solche Kleinigkeiten. Für sie sind solche Kleinigkeiten das Größte und können nur darüber staunen, anders als wir Erwachsene, die wir uns lieber über Kleinigkeiten aufregen. Die Welt mit ganz anderen Augen anschauen, Kindersicht einnehmen, im Augenblick leben. Wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen, sagt Jesus und weist damit die Jünger zurecht. Er stellt die Kinder in den Mittelpunkt, denn sie seien es, denen das Reich Gottes gehöre. Nehmt euch ein Beispiel an ihnen, rät er. Die Kleinigkeiten des Alltags zu sehen, zu schätzen, sich daran zu erfreuen, Zeit als Geschenk zu empfinden. Ich frage mich, wann mir diese Fähigkeit verloren gegangen ist. Lernt von den Kindern. Aber wie kann das gehen? Kann ich als erwachsene, berufstätige Frau Kind werden? Was können wir Erwachsenen von Kindern lernen? Nun, Kinder sind schon mit wenig glücklich und zufrieden. Und den heißgeliebten Kieselstein, den verschenken sie freigebig gerne, ohne dafür etwas zurückzuerwarten. Und anstatt in den Kategorien Leistung, Stärke, Selbstsicherheit und Cleverness zu denken, ist es für Kinder ganz selbstverständlich, die Hilfe ihrer Eltern, Großeltern anzunehmen, bis es dann eben irgendwann uncool ist, Schwäche zu zeigen. Ihren offenen, ehrlichen und unbefangenen Umgang miteinander und das Bedürfnis nach Liebe, aus der Kinder Kraft für ihr Leben schöpfen, ist uns tatsächlich auf unserem Lebensweg abhanden gekommen. Dafür haben sich Stolz, Vorurteile, Kritiksucht angehäuft. Und am liebsten nehmen wir sowieso unser Schicksal selbst in die Hand, haben das unendliche Vertrauen, das Kinder in andere setzen, vollkommen abgeschüttelt. Der kommende Sonntag, der erste Sonntag der nachösterlichen Freudenzeit, trägt den wunderbaren Namen Quasimodogenity, wie die Neugeborenen. Also für uns die Chance, nein, nicht nochmal ganz bei Null anzufangen, aber doch ein Stück weit so zu werden, wie Jesus uns sehen möchte. Als Kind, das sich an Kleinigkeiten erfreuen kann, sich nicht in Kleinlichkeiten verbeißt. Ein bisschen kindliches, blindes Vertrauen, eine kleine Prise Mut zur Schwäche, offene Hände, um sich von Gott beschenken zu lassen, das stünde uns allen doch eigentlich ganz gut. Werdet wie die Kinder. Bleibt stehen. Lerne wieder zu staunen über den gerade erblühenden Kirschbaum oder die sich sonnende Eidechse. Solche großartigen Kleinigkeiten, die mich kurzfristig alles um mich herum vergessen lassen, wo ich nicht funktioniere und gedanklich beim nächsten Termin bin. Ja, vielleicht meint Jesus genau das. Für das Reich Gottes muss ich lernen, im Hier und Jetzt zu leben. Darf ich mit meinem kleinen Glauben von Gott Großartiges erwarten. Angedacht zwischen Rhein und Reben. Impulse aus dem Kirchenbezirk Germersheim.